Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet mir. Es nimmt auf. Perfekt. Ich bin jetzt verlobt, ich muss zumachen. Meine Frau hat letztes Mal eine Story gesehen. Sie so, wie meinst du das mit Hemd offen? Ja, schau mich an. Ich laufe auch nicht mehr bauchfrei rum. Ich habe aufgehört. Hey, ich muss dir sagen, ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Und sie schaut jede Folge. Aber sie wartet so, bis 2, 3 hat, nachher schaut sie, weißt du? Ja. Und wo der Trailer kam, ist, mit dem E-Banking, wo jeder sein Mut zerrissen hat, Ja. hat sie gesagt, ich finde das nicht so richtig und so. Blablabla. Ich so, Mann, schau Folge einfach, okay? Ich so, ich mache extra Trailer so. Und all das geht an euch raus. Ich mache extra Trailer so. Könnt die ganze Folge schauen, Kollege. Ich so, wie hast du gefunden und so? Sie so, Gülmek den Öldüm und so. Ich so, wieso? Was hast du so lustig gefunden? Sie so, ich weiß nicht, als wäre er einer von der Familie und so. Wo er ein lustiger Typ, ich habe nur gerne. Ohne Scheiß! Der Seller in der Ferien. Ich habe ihr gesagt, ich nehme heute wieder eine mit dir auf. Sie so, ich freue mich, wenn du kommst raus. Ich so, chill mal, chill. Ich muss noch aufnehmen, schneiden. Wie ich? Abi, hast du schon fertig? Ich so. Noch nicht mal in witziger Sprache mit dem Abi, wenn ich schon mal. Auch du hast viele Anfragen, also viele Leute, die dir geschrieben haben, wenn Extrem. kommt raus, wenn kommt raus. Extrem, extrem. Hure viele haben es auch komplett durchgeschaut. Geil. Komplett durchgeschaut. Geil, ich habe wirklich. gesehen. Ich sehe, wie viele Klicks gemacht werden und wie viele Leute schauen. Schauen es nur 2 Minuten. Schauen. Und diese Folge ist schon... Bro, es war aber unterhaltsam. Ja, Ich ich sag dir habe es ehrlich. auch 3-mal durchgeschaut. Ich habe es geschaut und dann, wo ich es geschnitten habe, habe ich es gerade nochmal geschaut und dann habe ich dir ja geschrieben. Es ist wirklich eine super Folge. Ich weiß gar nicht, wie viele Klicks sind wir. 923. Und auf Spotify ist auch so komisch. Man, ein paar Folgen werden mehr dort geschaut, ein paar weniger. 350 auf Spotify noch. 1200. Etwas. 1300 etwa. Ja, voll. Maschallah. Und wie hast du gefunden? Gut? Also, ich habe es verglichen mit den anderen Podcasts von dir. Und ich sage dir ehrlich, ich habe gar nicht mit dem Feedback gerechnet. Okay. So, weil, ich habe dir ja auch schon letztens gesagt, ich check gar nicht, was so abgeht bei uns. Aha. So, wie viele Leute über uns reden, uns kennen und so. Na, eben heute bin ich schauen, vorher, bevor ich ausgestiegen bin. Ich so, Nasser, das hat ihm noch umschlagen worden. Sure, ja, das ist crazy. Krank. Das ist crazy. Feedback, gute Feedbacks bekommen. Sehr gut, ja, sehr gut. Also viele eben kennen mich gar nicht. Und die haben alle geschrieben, es ist schön, mal auch andere Seiten von dir mit überkommen. Auch natürlich private Sachen erfahren, das interessiert ja die Leute heutzutage. Ja, und es macht dich fassbarer für die Community, oder? Also fassbarer bin ich sowieso für... Für mich. Das sage ich lieber jetzt nicht, bevor das Scheidungsformular in Wetzikon wartet. Und der einzige Kritikpunkt war von jemandem von meinem engen Kreis. Er hat gemeint, wir sollten lieber mehrere Folgen machen, dafür im Halbstundentakt oder im 40-Minuten-Takt. Und ich habe ihm dann gesagt, Brüder, wir sind da, jetzt redet wir. Uncut. Uncut, genau. Mir ist es einfach wichtig, dass... Weißt, ich rede so, es ist authentisch, es ist dies, es ist das. Dann will ich es nicht so künstlich so mit... Du sagst kurz etwas, dann mache ich einen Cut, Fortsetzung folgt, wie die türkische Serie dort. Dann kommt lang Werbung, dann zeigen es 2 Sekunden, nachher Bölüm Sonu und so. Weißt du, kennst du die Arschlöcher? Für nicht 40 Minuten Werbung Ich schwör's dir. Sucuk Ege Türk. Nein, aber... liegt Hadi Shakir Shampoo. Kennen kullan anasını satayım. Wir haben das natürlich zu Herzen genommen. Sind wir am Aufnehmen? Ja. Ja, wegen? Weil du hast nicht gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Jetzt redet mir». Das kannst du übernehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Jetzt redet mir». Das mal mit dem Fighter von Altstädten. Ihr kennt ihn alle. Wieso hast du so gemacht, Bruder? Das ist der Psychologe des Vertrauens. Der rippt uns jeden Rappen, wenn wir psychische Störungen haben. Aber Svika ist sein treuester Kunde, wie ich gehört habe. Spätestens nach dieser Folge. Hast du Fragen mitgebracht für deinen Gast? Ja. Hast du Fragen mitgebracht? Ja. Also, du hast...
Nein, sag, Bro, sag. Du hast mir ja gestern oder heute... Nein, heute hast du mir eine Sprachmemo geschickt, am Morgen oder so gegen den Mittag, dass ich mir ein paar Themen überlegen, die mich stören, nerven und die ich mit dir besprechen will. Genau. Und ich habe gerade Notizen aufgemacht, dass ich es nicht vergesse. 2 Punkte aufgeschrieben, dann ist mir nochmal einer vorher eingefallen. Stark. Ich glaube, die Folge wird unterhaltsam. Genau. Und wer hat Feedback gegeben? Willst du den Namen sagen, der gesagt hat, macht lieber kurze Dings? Ja, das war der Hautbarber Der Hutbarber. von Wetzikon. Hey, brutaler Trailer hast du gemacht. Mit dem Eiwasshot, oder? Eiwasshot. Da, wo die Frau reinkommt, ich habe mich kaputt gelacht. Wirklich stark. Und danke fürs Feedback. Und ich nehme mir das zu Herzen. Und darum haben wir auch eigentlich so etwas gemacht. Die neue Kategorie ist geboren: süße Snacks, saurer Talk. Angelehnt auf süß und sauer. Das heisst, ich bin nicht das letzte Mal da. Du bist nicht das letzte Mal da, Bro. Ich habe den Vibe mit dir brutal gefunden. Ich habe so Leute, wenn ich sie einmal da habe und ich merke, es Match, es macht mir Spaß, es macht den Leuten Spaß. Und du hast natürlich Bock, dann machen wir mehrere Folgen. Sowieso. Und ich habe mir auch Sachen aufgeschrieben. Und ich würde sagen... Ein Türk kommt nie mit leeren Händen. Ich schwör's dir. Der Typ ist es wirklich, Mann. Genauso wie er in den Videos ist und darum ist es auch ein Teil, wieso ich ihn gerne da habe. Er ist authentisch. Genauso wie ich ihn in den Videos gesehen habe, da mit ein Snack mehr. Ciao, Fresse, was redest du? Genauso wie Ciao, wenn du das siehst, heb auf deine Fresse. Du einfach Päckchen verpacken und heb deine Schnur. Genauso ist er auch in echt, oder? Und das ist mir mega wichtig, dass die Leute authentisch sind, damit ihr auch die richtigen Leute supportet und wisst, ja, dass es genauso ist, wie es hinter der Kamera ist. Ciao hat die Mystery Box gemacht für uns. Ciao hat er gemacht. Bruder, du kannst auch mal gerne kommen, ich schwör's dir. Nein. Wenn du ein bisschen mehr reden willst. Dem lässt eh keiner zu. Bro, ich bin nur sympathisch. Ich nicht. Ich hasse den Typ langsam. Ich sehe den mehr als meine Eltern und meine Frau. Es langt. Also ich sehe da kranke Sachen. Etwas habe ich ihm gesagt, wo er rein tun. Okay. Boah, Bro, ich liebe das. Ehrlich? Also es ist Eiskalt sogar. Letztes Mal war es nicht so kalt. Jetzt, Ciao, wirklich krank, Bro. Danke dir vielmals, küsst dir das Herz. Wenn wir gerade etwas aus dem Snack rausnehmen. Können wir... Was hast du Lust? Überrasch mich, Bruder. Überrasch mich. Ich möchte ganz kurz etwas sagen. Entschuldigung, meine Frau hat mich gezwungen. Nein, sie hat mich nicht gezwungen, aber ich habe voll da gesagt, du bei Schoki, voll geil. Schatz, ich lade ein bisschen übrig. Ich habe immer nur ein Stückchen gegessen. Am nächsten Tag nochmal ein Stückchen. Ich habe alles kaputt gegessen. Es hat nichts für sie übrig gehabt. Nichts. Entschuldigung. Aber ich habe ihr den Ding gelassen. Den Crispy, Kinder Crispy. Der Riegel? Ja, und sie ist durchgedreht. Und sie hat gesagt, es schmeckt wie alle Kinderprodukte in einem fusioniert. Will sie das Marketing übernehmen bei uns? Gut, ne? Gut, Der Satz würde ich so klauen, ich sag dir. Klar, Bruder, der gehört dir. Der ist geschenkt. Oh, Javo! Was hast du letztes Mal mitgenommen? Letztes Mal hast du Twix mitgenommen. Beides zweimal. Die lassen wir an der Frau. Jenge, die sind für dich. Ja. Ist die nicht Inshallah. ab, yeter artık. Sei also, yeter. Da lassen wir noch zu, aber ich sag dir, eigentlich mache ich immer die Mystery Boxen im Lager. Weil Java hat keine Nerven für das. Okay. Aber das mal, Hat er Gas? er hat zaubert. Trotzdem bekommst du keinen Lohn. Egal, Bruder, dafür ein Dankeschön von mir. Danke. Fangen wir an. Ich habe gesehen, der Arber ist durchgedreht ab denen. Ja. Bruder, falls du das siehst, du hast so elegant gegessen. Ich weiß nicht, ob das Snickers das war oder die Art, wie du das isst. Ich glaube, das Zweite. Ich glaube auch. Ich war am Schmelzen. Also gehen wir rein. Ich habe Hunger. Miro bist du. Einer der besten Süßigkeiten, die ich gegessen habe. Es hat auch bei jedem Produkt einer der besten Läden, die ich gesehen bin. Er ist... Aber er erinnert mich einfach so an Winnie Pooh irgendwie. Er ist so herzig. Ich schwöre, ich habe das Gefühl, der Typ kann
nicht hässig sein. Hast du mal am Flughafen gesehen? Nein, leider Er hat nicht. eine geile Weste, er sieht dann noch mehr wie Winnie Pooh aus. Wegen geil und so. Aber ja, ein herziger, aber... Ich liebe den. Voilà. Ich liebe ihn auch, aber ich sage dir ehrlich, no front, Brüder, aber eben, du sagst zu jedem Restaurant, das ist brutal. Wo soll ich jetzt überall essen gehen? Ich habe nicht so viel Geld, Mann. Aber du bist hart. Und wenn er mal einmal sagt, das Rest ist nicht gut, wird er gerade gecancelt. Ja, aber ich glaube, er reagiert schon emotional darauf, nicht? Er macht nachher gerade so ein ganzes Video und... Bruder, ich sage dir einen Tipp. Schau die Folge, jetzt redet mir mit der Praktikant. Ich habe game-changing Skills mir angeeignet, dank Fabian. Und wirklich, man kann halten über ihn, was er will. Er ist ein blitzgescheiter Typ und ein super geiler Sieg. Schau die an. Schau die an. Ich habe auch ein ganz anderes Bild von ihm vor der Folge. Wirklich. Schon, gell? Ja. Ja. Nachher aber, mein älterer Bruder ist durchgedreht. Also ey, krass und so, der Typ ist so smart, es macht alles Sinn jetzt. Der Trailer, der so abgegangen ist, den habe ich geschnitten, so wie er mir gesagt hat. Nachher hast du gesehen, über 100'000 Views hat es gehabt. Und 95 Frauen, die meine Mutter beleidigt haben in den DMs. Afid. Hast du ein Nasstüchli da? Bro, Mann. Jedes Mal aufs Neue. Ich liebe dich. Boah. Wie haben es Eier gehabt, dass du da aussen dran tun? Die einzige Adresse Süß und Sauershop. Gebt euch wirklich krank. Weißt du, ich verstehe schon, dass du kein Wasser trinkst. Hätte ich die ganze Zeit vor meiner Fresse, ich würde Wasser nicht mal anschauen. Ja, ich schaue es schon an. Aber ich laufe daran vorbei. Boah. Sehr spülen. Den tun wir da jetzt gerade weg. Keine Werbung für andere. Ah nein, Bro, das sind deine Produkte. Deine Produkte dürfen da sein, die dürfen da tanzen. Fanta, wenn jemand von Fanta das hört, ihr seid da gerade in der grössten Podcast-Serie, die es gibt von der Schweiz. Schickt meine Anteile. Gebt den Hack, den der Brüder verdient. Sonst nehme ich euren Hack. Bro, andere Frage. Sind ein paar rübergekommen von meiner Community? Ja, Sehr viel. sehr viel. Stark. Sehr Weil viel. es hat mir sehr viel geschrieben, Bro, er war so sympathisch, ich habe bestellt und so. Ich bestelle nie. Frau hat mir auch geschrieben, ich habe nie bestellt, ich bestelle und so. Ich habe bestellt, mega zufrieden, mega Ding. Aber geil. Auch 3-4 Leute, glaube haben sogar im Live geschrieben auf TikTok. Ich habe die Folge mit dem Hakan geschaut und du bist auf ganz anderem Universum gekommen. Wie schnell du raus dort. Nein, die haben auch geschrieben, ich komme vom Hakan und so, ich habe deinen Podcast geschaut und so. Ich war schockiert. Geil, geil. Sonst höre ich nur, du bist auf meiner For You gelandet, hör mal auf Nerven. Komm nicht die ganze Geh mal Zeit. aus meinem Handy raus, mässig, weißt du. Geil, Mann. Danke für dich, ich schwöre. Gönn dir an. Süße Snacks, kommen wir zum sauren Tag. Was nervt dich? Was regt dich auf? Über was reden wir? Ich muss schnell was sagen. Ja, sicher, schau. Ich muss auch mal, ich habe ein paar Themen aufgeschrieben. Ich muss jetzt auf die Schnelle schnell ein Ranking machen, damit ich nicht mit dem anfange, wo am schlimmsten ist für mich. Eide. Okay, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, glaube ich, gut für den Einstieg. Social Media Welt. Dann habe ich noch angeschrieben, alle wollen Likes und messen sich anhand von Follower und Bekanntheit. Schrägstrich Fame. Und das geht mir langsam so auf die Nerven. Mach mal ein Beispiel. Zum Beispiel, du bist jemanden am Kennenlernen, wo du noch nie gesehen hast. Und du sagst, ey, ich habe ein Business zum Beispiel. Ich rede ja offen mit den Leuten über mein Geschäft, was ich mache und so. Dann kommt direkt die erste Frage, wie viele Follower hast du? Ah, okay. So weißt, unter 15'000 bist du ein Nichts. Unter 50'000 bist du ein Nichts in diesen Augen. So, es ist traurig, dass Leute dich anders anschauen, wenn du 50, 100'000 Follower hast, als wenn du 2'000 Follower hast. Ja, voll. So, es regt mich
hart auf im Fall. Ja, Und ja. der Kampf, so, ich bin mehr Fame als du, ich werde mehr erkannt als du, ich habe mehr Likes als du. Was denkst du, was ist es geschuldet, dass Leute so sind, wie sie sind? Ich glaube, zum einen haben sicher Influencer einen grossen Einfluss auf das. Rapper. Rapper haben sehr einen grossen Einfluss auf die, ich sag mal, die Leute in der Pubertät und älter. Also bis zu meinem Alter, so bis 25, dann haben sie einen recht grossen Einfluss. Und allgemein halt die Industrie selber, überall. So, wenn Apple irgendein Video postet, ist klar, dass es millionenfach geliked wird. Ja. Ja, weil sie einfach eine Community geschaffen haben. Aber regt es sich auf die Leute, die außerhalb sind und das beurteilen, oder regt es sich auf die Leute, die jetzt vielleicht einer, der 50'000 hat und sagt so, Kollege, du mit deinen 10 oder 20'000, die du hast, das ist noch nichts. Die regen mich noch mehr auf. Die regen dich noch mehr Ja. auf. Das ist einfach das Ego-Problem, das kann ich dir sagen. Das ist das Ego-Problem. Das sind meistens Leute, die in ihrer Kindheit, die in ihrer Jugend oder auch im Erwachsenenleben nicht gesehen worden sind und ums Verrecken gesehen werden wollen. Ums Verrecken. Und darum ist das für dich wichtiger, als was für ein Mensch du vielleicht bist, was du für Charaktereigenschaften bist. Ich will kurz Werbung machen für die Folge 60. Ich habe eine Folge aufgenommen. Ich habe mit ChatGPT die Folge zusammengeschrieben. Und es geht darum, wenn der Teufel modern wäre, wie würde er uns killen, vergiften, sabotieren. Und ich rate jedem, die Folge anzuschauen. Also ich habe Hühnerhaut bekommen. Ich habe die Folge nur mit Ton aufgenommen, bewusst, dass du nicht schaust, sondern einfach mal zuhörst. Und ich glaube, die wird dir sehr viel Antworten geben. Ich kann dir nachher einen Teil zeigen. Aber eben, meistens Leute, die nichts geschafft haben. Und schau mal, wenn diese Leute nachher weniger Follower haben. Bro, es gibt teilweise Leute, die bringen sich um, gell, wenn sie nicht mehr die Community haben, die sie früher hatten. Ja, sowieso. Und das ist einfach krank. Fame ist ja, also Fame, sage ich mal. Ich glaube allgemein, was im Social Media halt präsent ist, die Leute ruhen sich auf das Hure aus. Ja, mega. So, ich poste ein Bild, es ist normal, dass ich 2000 Likes bekomme. Ja, Nein, es voll. ist nicht normal. Ja. Was ist, wenn genau das Gleiche passiert wie in Türkei vor ein paar Wochen? Internet, ciao. Was ist passiert? Der Bre hat ja ganz Internet anscheinend offline genommen. So zum zeigen, ich bin der mit so Eier wie Jupiter, weißt du? Bruder, schau, ich sag dir, uns beiden zu lieb. Machen wir das Thema zu, bevor wir Sicher. Einreiseverbot in die Türkei bekommen. Sicher, das habe ich sowieso so wie ich denke, aber... Du musst schauen, egal was du sagst. Ja, und wie du Auto fährst dort. Bist du erwischt worden, oder? Ja. Also fett. Ja, ich wäre im Knast gewesen in der Schweiz für das, glaube ich. Okay. Ich bin auch gerade letzte, also nicht gerade letzte, angeblitzt worden dort. Wie viel? Boah, ich glaube es war 100 gewesen. Ich bin mit 140 oder so. Ich mit 175. 100er. Boah. Bus? 9000 Tele. Das sind etwa 200 Franken. Ja. Aber ich bin es nicht zahlen. Die haben es aber komisch zum Zahlen dort, Mann. Es ist voll komisch zum Zahlen. Du kannst nicht einfach gerade vor Ort, du musst nicht einbauen, du musst auf die Internetseite irgendetwas, es ist kompliziert. Und wenn du nicht sagst, dass du türkischer Staatsbürger bist, musst du Aha. auf die Post zahlen. Ah, oder so ist es genau. Ich hatte keine Zeit, um auf die Post zu gehen. Aha, Dann habe ich es meinem Schwiegervater gegeben. aha. Dann hat er mir FaceTime angerufen. Er so: Brüder, die finden dich nicht im System. Nein. Aber was hast du türkischen Pass? Ja, aber ich habe es ihm nicht gesagt. Okay, Ich habe ihm nur Schweizer Pass gegeben. okay. Und jetzt Eier wie Erbsen, um in die Türkei zu gehen. Aber ist Bus gezahlt? Nein, Ah, okay. Ja, dann. das ist eben das Problem. Falls ich kann, sagst du mir, was du brauchst. Ich bringe dir mit, Bruder. Ich brauche kugelsichere Weste, wenn ich in den Tannen gehe. Das ist schon krass, Mann. Das ist wirklich krass. Du weißt, wie sie blitzen, gell? In der Türkei. Wie meinst Sie haben das System. Wenn du fährst, musst du schauen auf der Seite, wenn ein umgekehrtes Auto du? ist. Ja. Dort ist immer eine Kamera drin. Sie stellen das Auto an, du denkst dir, easy.
Und ein paar Minuten später merken sie sich dein Nummernschild und sagen, ey, dann komm mal raus. Bei mir haben sie Autobahn auf einspurig Dingslet gehabt. Wie heisst das? Abgesperrt. Die Autobahn war, glaube ich, dreispurig gewesen. Und ja, easy, einfach jemand anonym anrufen. Das liebe ich am meisten. Und ich fahre die Strecke eigentlich alle 6 Monate. Weil ich gehe immer ins Dorf einmal, wenn ich in der Stadt bin bei mir, weißt du? Und ich bin genau dort vor einem Jahr oder 1,5 Jahren mit meiner Frau auch blitzt worden, genau auf der Autobahn. Nicht gelernt. Nichts, dummer Typ, weißt du? Ich bin mit dem Javo, ich schaue so, morgen, die sind die Autobahn am Absperren. Ich so, mal, was willst du, ich fahr weiter. Ich trug. Immer noch permanent 175. Ich sehe, er lässt jeden durch, Lastwagen lässt er durch, Ufer lässt er durch. Dann komme ich mit meinem Opel Corsa dort. Komm mal schnell. Ich Gerade Gasse. Ja, musst aufpassen. Ja, gehen wir zurück zum Thema, glaube ich. Ja, voll. Machen wir das Thema so schnell wie möglich zu. Ja, voll. Nur Liebe für jeden Politiker da draußen. Ich habe euch alle gern. Ich habe euer Land gern. Unser Land habe ich auch gern. Ich Und distanziere mich einfach, ohne etwas zu sagen. eben so das Social Media und so. Bro, ich sage dir aber, es wird dir von Zeit zu Zeit, glaube ich, auch wie egaler und egaler. Wie lange machst du jetzt Social Media? Seit November an, oder? November 23. Ja. November 23. 1,5 Jahre, ja. 1,5 Jahre. Ja, wir sind etwa gleich. Ich habe im August angefangen. Etwa gleich. Irgendwann, glaube ich, flacht so ab. Du denkst dir so, oh mein Gott, Pumnarname kommst schon, Alter, Mann. Ich denke es nicht. Nicht? Nein, je grösser du wirst, umso... Findest du nicht egal, meinst du, irgendwann? Also mir ist es egal. Ja, eben, Weil das meine ich. Ich zum Beispiel jag nicht den Fame. Ich jag nicht die Likes, ich jag auch nicht die Bekanntheit, dass wenn ich da vor einem Block auf dich warte, dass so die Leute mich erkennen, weißt. Bist du nicht der Süßigkeitenmann? Sind sie nicht von TikTok? Sind sie. Tschüss. Wie alt wir geworden sind. Ich denke mir immer, bin ich 60, dass du mir sie sagst, weißt du. Es gibt, also ich kenne viele Leute, also ich habe auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die halt präsent müssen sein im Social Media. Und es sind schon viele kleben geblieben auf der Fame. Extrem, ja, extrem. Ich sage auch nicht, dass es nicht so ist. Ich sage aber, es sind meistens Leute, die vielleicht, und ich halte das jetzt einfach so raus, Leute nichts anderes im Leben erreicht haben und das so ihr grösstes Aushängeschild ist. Und habe ich viele Likes pro Video, geht es mir gut. Habe ich wenig Likes, geht es mir schlecht. Und es gibt eben auch im Stoizismus so etwas, wo gesagt wird, wenn du dich an deinen Erfolg missest oder deine Laune an deinem Erfolg wie kleben bleibt, dann hast du verloren. Dann wird dein Leben einfach ein Rollercoaster, wie nennt man das, man? Achterbahn. Als wäre ich 3 Monate in Dings gewesen. Wie die Einfach Sprachaufenthalt in Amerika gemacht. wie die Frau, die nachher, sorry, ich kenne das deutsche Wort nicht. Wo Achterbahn, genau, dein Leben wird genau so sein. Einfach eine Achterbahnfahrt. Weil man muss sich an andere Sachen, finde ich, festhalten. Sachen, die Sowieso. essentiell sind, Bro. Eben, du hast einen kleinen Kreis hast gesagt, aber die sind für dich da. Wenn du etwas sagst, die springen gerade. Und das sind Sachen, auf die man stolz sein möchte. Schon klar, wir sagen jetzt nicht, oh, es ist es voll egal. Ich habe auch lieber 100'000 Klicks auf ein Video anstatt 6'000. Sowieso. Ist nicht gelogen, so. Aber es kratzt nicht mein Ego. Ich denke mir, ja, mein Gott, dann haben die Leute halt das nicht verstanden, was ich mitteilen wollte. Dann hat TikTok halt einen Strich durch die Rechnung gemacht, Ja. gut ist. Jetzt ist ein bisschen anders TikTok als früher. Ja. Gell? Ja, Jetzt, extrem. wo da kannst mit Werbung und so, wo mit Geld kannst reinbuttern, machen es bewusst. Sowieso. Damit du auch zahlst, zum Reichweite zu bekommen. Sowieso. Richtig abgefangen. Soll ich weitergehen? Machen wir abwechselnd. Also. Ich habe mich über etwas Kleines aufgeregt heute. Ich bin im Thermalbad. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber Thermalbad bist du mal gewesen? Gehst du gern? Seit ich meine Frau kennengelernt habe, nicht mehr. Seitdem du deine Frau kennengelernt hast, gehst du nicht mehr oder hast du nicht mehr gern oder beides? Beides. Ich gehe nur noch Private Spa, wenn ich gehe. So, Okay. dass wir nur für uns sind. Okay. Willst du darauf eingehen oder einfach so stehen? Wir können schon darauf eingehen. Also, Wieso hast du es nicht gern? Erstens, ich will nicht, dass jemand meine Frau anschaut, Okay. während sie dort im Bikini ist. Okay. Zweitens fühlt sie sich nicht wohl. Okay. Und drittens, die Augen vom Mann sind halt der Bastard vom Mann. Ich kann mal rausstechen.
Und das will ich nicht riskieren. Okay. Weißt, ich will nicht da wegen einem Blick dann 3 Tage auf dem Sofa schlafen. Ja. Das wirst du bald auch erfahren, was es heisst, auf dem Sofa schlafen. Ich glaube nicht. Oder ich bin ein Sturkopf par excellence. Ich sage lieber nicht, bevor ich komplett cancelled werde auf TikTok. Ich liebe meine Frau. Nein, sie ist nicht alleine daheim. Meine Frau über ganz witzig. Ja, ich habe Zugriff zu E-Banking. Das ist also etwas, ein Trailer, die Elite, Mann. Die Elite, Alter, Mann. Ja, scheiß drauf. Ich war eben Thermalbad. Und Bruder, ich weiß nicht, wieso seit neuestem Kinder im Thermalbad sind. Vor 2-3 Jahren war es nicht so. Jetzt sind auch Kinder. Leute kommen mit 3-jährigen, 2-jährigen, 5-jährigen Kindern. Und es hat eine Ebene, Hürlimann-Areal, vielleicht kennt ihr das. Smaragdbad heisst das. Und das ist so Typs, was kennst du, oder? Alle Fuckboys von Zürich kennen es. Alle sagen, ja. Bruder, ich bin mit DXD. Ich schwöre, ich habe einen gefickt dort. Wasser ist etwa so hoch. Bro, du gehst, ich bin dort und einer mit Kind am Schreien. Und es steht extra Zeichen, ey, da ist Ruhezone. Weil es ist so wie, du liegst an und lässt dich so wie ein bisschen schweben, weißt du, vom Wasser. Ist schön ruhig. Und wir haben dann Gömmer, weißt du, sowieso am Mittag, dann sind nicht viele Leute da. 2 Kinder am Durchdrehen dort. Meine Frau schaut mich an, ich am Durchgehen. Ich so, Kollege, Mann, ich sage etwas. Und sie so, nein, chill. Und so, sag nichts, gehen wir einfach. Ich so, nein, Mann, ich habe da Eintritt gezahlt, was ich gehe. Ich gehe zu ihm, ich sage ihm voll respektvoll. Ich gehe so auf seine Ebene, dass ich nicht von oben rede. Ich so, sorry, kann ich etwas sagen? Und so. Ich meine es nicht böse. Ja, was wollen Sie? Ich so, Bruder, da ist Ruhezone. Deine Kinder schreien da die ganze Zeit. Kannst du nicht ein bisschen ruhiger sein mit deinen Kindern? Also ja, das sind Kinder und so. Ich so, ja, ich weiss, es sind Kinder, aber da ist eine Ruhezone. Ich komme da, um mich entspannen, Mann, was läuft, weißt du? Ja, sie haben gesagt, wir dürfen mit Kindern kommen. Ab der 5 ist nicht erlaubt. Ich so, ja, du kannst mit Kindern kommen, deine Kinder stören mich nicht. Es stört mich, dass sie da rumschreien. Und es ist so ein Raum, Bruder, es hallt voll, wenn du etwas sagst. Weißt du? Ich so, kannst du bitte ruhig sein und so. Ich so, dort vorne steht's. So, meine Kinder können nicht lesen. Ich so, aber du kannst doch lesen, oder? Ich so, du bist ein 40-jähriger Mann mit 2 Kindern, kannst du nicht lesen? Ja, Ich so, ich habe dir respektvoll gesagt, bist einfach ruhig, nimm deine Kinder. Also, ja, meine Kinder wollen auch ins Wasser. Ich so, Kollege, dann nimm deine Kinder und geh nicht baden, wie es jeder normale Vater macht. Dort, wo Kinder dürfen sein, fuck nicht die anderen ab und fuck auch nicht deine Kinder ab, dass sie damit ruhig sind. Wer bringt ein 2-jähriges Kind in ein Thermalbad, Bruder? So Sachen regen mich auf. Weißt, hätte ich ihn angeschrien, hätte ich gesagt, okay, weißt, er ist aufrecht und so. Ich habe ihm respektvoll gesagt. Meine Frau so geht zu der Badeaufsicht. Ich so, nein, ich bin kein 31er, ich sage nicht und so. Ich wäre fett nicht. Nein, ich habe gesagt, 2 Minuten später, 3 Leute sind gekommen. Zu ihm haben gesagt, ey, geh bitte von da und so. Ist er aber gegangen? Er steht da, Zeichen, ja, er ist nachher raus. Nachher bin ich dort reingegangen, Bruder. Boah, beste Leben dort. Ich könnte ein Migros-Regal auffüllen. Ich schwöre, nein, mich regt einfach auf, Bro, wenn man schön etwas kommuniziert oder auch Social Media auch einen kurzen Schwenker zu machen. Du sagst respektvoll etwas, Leute reden gerade durch, schreien dich an, so null kritikfähig. Kollege, beruhig dich, Mann. Red normal, rede mal respektvoll, was läuft mit dir? Die Leute können das nicht. Ich finde das krass, Mann. Du kannst keinem mehr deine ehrliche Meinung ins Gesicht sagen. Ja, genau. Keinem. Oh, das kommt jetzt das zweite Thema, das ich aufgeschrieben habe. Ich habe, glaube ich, ein ähnliches Thema wie du. Was hast Mal schauen, was in meiner Agenda steht. Das ist das dritte, das ich aufgeschrieben habe, aber das wollte ich jetzt erwähnen, weil Sehr das gern. in der Mitte ist, glaube ich, ein Thema, das schon ein bisschen den Nerv wird treffen. Okay. Auch von ein paar Leuten raus. Also das Thema, das zu dem jetzt passt, ist, dass ich der Meinung bin, dass man heutzutage im 2025 keinen hat zum Reden. Also bei der Beschreibung habe ich noch geschrieben, man schämt sich für alles. Und keiner hat heutzutage jemanden, wo er sich 100% öffnen kann. Yani, es gibt keinen Mensch in jedem seinem Leben im 2025 in der Schweiz, wo er sich 100% öffnen kann. Zum Beispiel, ich kenne es von mir. Ich habe gewisse Themen, mit denen kann ich zum Kollegen 1. Ja. Ich habe ein anderes Thema, bei dem weiss ich, wenn ich es zum Kollegen 2 sage, bin ich am besten aufgehoben und ich bekomme die beste Hilfe. Aber wenn ich es am Kollegen 1 sage, werde ich ausgelacht. Okay.
Dann habe ich nochmal ein anderes Thema, das ich nur mit meiner Frau besprechen kann. Ja. Weil wenn das irgendjemand von den Jungs erfährt, entweder bin ich dann das Opfer, oder ich bin dann lächerlich oder peinlich oder ein, wie die Kommentare, kein Mann oder so. Es gibt niemanden, zu dem du mit all deinen Problemen kannst gehen, finde ich. Bist du jemand, der mit allen Problemen zu dir könnte kommen? Wenn man es ernst meint, schon. Ja. Dann bist du vielleicht der Kollege, wo du eigentlich nicht suchst, nicht jetzt um deine Kollegen abwerten, aber wo du gerne hättest. Nicht gern hättest, aber ich glaube, es gibt auch niemanden, wo man alles anvertrauen würde. Okay. Es gibt auch Themen, wo sogar meine Frau nicht mich darauf ansprechen würde. Okay. Zum Beispiel E-Banking. Das Passwort wird sie nie bekommen. Ja, rein, Mann, ich schwör's. Ey, wir haben uns einen Schaden gelacht. An jeden Hate-Kommentar, wir haben uns die geschickt. Ich so, Bruder, schau, wie dumm die Leute sind, wie behindert die Leute sind. Ihr habt euch entladen, eure ganze Energie, und wir sind im Hintergrund einfach nur am Lachen gewesen. Und die Klicks sind reingekommen. Und wir haben gedacht, shit, umso mehr ihr kommentiert, umso mehr versucht ihr eure For You-Page mit unseren 2 Gesichtern. Aber immerhin habt ihr 2 schöne Gesichter, die ihr anschauen könnt. Retto für dich, Abi. Retto für dich. Wegen? Du... Retour für dich, kann ich sagen. Retour für dich. Bruder, Mann. Du bist zu gebildet für mich, Mann. Ich sag dir, ich bin zu Kanake neben dir. Ja, ich will. Ich kann dir aber Der schmeckt sogar nach Rose, Bruder. Sag mir nicht, das ist von dort. Von wo? Nein, ist nicht von dort. Nein. Wenn es von dort wäre, ich wäre jetzt in Tränen ausgebrochen. Gerade nächste Virale kriegen. Gerade die nächste Wafer Roll gegessen. Gerade mit roten Knie heimgehen. Bro, ist mir spontan eingefallen. Ich hatte oben der Frau so einen Strauß gekauft. Ich habe gesagt, ey, Einen hast du mir gekauft? ja, ich habe gesagt, einen muss ich am Bruder mitnehmen. Ist das echte? Ja, ist echt. Kannst du auch so kaputt machen und dir da rein tun. Nein, Bro, man sonst... Dass die Leute nachher sagen, schau. Sag's nicht. Sag's nicht. Sag's nicht, wir werden beide cancelled. Sag's nicht. Nicht im 225. Danke vielmals, Alter. Gern, Bruderherz. Gern, Bruderherz. Liebe. Liebe, Gar nicht mal mit Rosa heim. Liebe sollte man auch den Kollegen zeigen. Mit Humor, mit Ding, aber auch das Thema, was du gesagt hast, Wertschätzung, Bruder. Ich sage meinen Kollegen, ihr könnt über alles mit mir reden. Wenn einer mir sagt, Bro, ich habe Angst, dass ich nicht mag genug bin, zum Beispiel, sag, Bro, sag. Aber vielleicht tue ich auch den Weg ebnen, dass du mit mir so Sachen reden kannst. Weil durch meine Vergangenheit, durch 7 Jahre Psyche, 4 Jahre Gefängnis, Bro, ich habe mit den kabuttesten Leuten geredet, emotional, die kaputt sind, weißt. Und Leute haben mir angefangen, Bro, ich habe so Kästen von irgendwelchen Banden, ich nenne jetzt keinen Namen, irgendwie 1000 Leute umgebracht, kommt dort in meinem Büro und fängt voll an zu brüllen. Und sagt, ich habe Angst, dass meine Frau jetzt allein ist, ich habe Angst, dass sie mich loslässt, weißt? Dass ich für immer allein bleibe und so. Ich tue nur so krass, aber ich bin nicht krass. Keiner ist krass, Bruder. Keiner ist krass. Jeder ist Schrei krass. nach Liebe. Jeder ist krass, Bro. Jeder ist krass, bis er jemanden von Herzen liebt. Ja, genau. Schön hast du gesagt. Dann hast du jemanden, der dein Nerv ist. Genau, deine schwächste Stelle, die du hast. Ja. Ich sage auch immer, mich bringt nichts am Boden. Aber die Leute um mich herum bringen mich am Boden. Ja. Stell dir vor, alle sind weg, die wir lieben. Bro, vergiss es. Vergiss es. Eben, wie du sagst, wir können krass tun, aber das Schönste, was wir haben, ist unser Umfeld. Wir sind ein soziales Tier. Darum auch, die Welt heutzutage mit Social Media, arbeiten die ganze Zeit nur für dich, scrollen, dass dein Dopamin dort entladen ist, das ist Gift. Und wir werden irgendwann, wenn es so weitergeht, eine kranke Gesellschaft werden. Sind wir schon. Sind wir schon, und es wird immer schlimmer. Darum ist es mega wichtig, dein Umfeld zu haben und dich auch zu öffnen, mit denen auch zu reden, oder? Ich glaube aber auch, wegen dem kann man nicht heutzutage mit allen Problemen zu jemandem gehen. Weil man hat Angst, dass der Mensch dann vielleicht einem anders sieht. Ja. Weißt du, wenn Ja. wenn jemandem ein Problem erzählst, dann hat ja etwas gegen dich dann in der Hand. Ja, genau. Ja, du machst dich angreifbar, sicher. Und Vertrauen ist sowieso ein Thema, das heutzutage lieber bei allen weglässt. Ja, voll. Ich habe es selber gesehen. Ich habe es selber gesehen in der Familie.
an meine Frau hebt schnell Ohren zu, bei Frauen, bei Kollegen, bei allem habe ich es gesehen. Ja, Bei voll. allem habe ich es gesehen und jedes Mal, wenn ich gesagt habe damals, die Person enttäuscht mich nicht, hat die bis auf meine Mutter alles penetriert. Ja. Alles, 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 alles. Und darum habe ich gesagt, seit 3-4 Jahren, ich vertraue niemandem 100%. Das ist schon richtig. Da ist meine ganze Familie inbegriffen, da ist meine Frau inbegriffen, all meine Kollegen inbegriffen. Ich vertraue ihnen, ja. Ich liebe sie alle, ja. Ja, fix. Jeder auch auf seine eigene Art. Aber erwartet ja nicht von mir, dass ich euch ins Gesicht sage, ich vertraue dir 100%. Weil wenn ich sage, ist es eine Lüge. Ja, ja, voll. Ja, Es und ist eine lügen Lüge. musst du nicht. Vertraust du dir selber zu 100%? Ich habe am meisten Angst vor mir selber. Okay. Ich habe am meisten Angst vor mir selber. Weil wie soll ich sagen, ich switch meine Emotionen. Okay. Also ich bin sehr, sehr ein emotionaler Mensch. Und ich kann jetzt zum Beispiel lachen und in 5 Sekunden kann ich einfach in Tränen ausbrechen und du kannst dir nicht mal erklären, wieso. Okay. Weißt Okay. so, ich verstecke sehr viel von meiner Ja. Persönlichkeit. Zum Beispiel meine Frau hat mich jetzt seit 3,5 Jahren an ihrer Seite. Sie haben mich bis jetzt ein einziges Mal gesehen brüllen. Ah, was? Ja. All meine Kollegen haben mich noch nie gesehen brüllen. Der Javo, wir haben in die gleiche Windel gehackt. Ja, eben. Er hat mich noch nie gesehen brüllen. Jetzt kommt der Psychologe wieder raus. Ist das etwas, wo du stolz drauf bist? Ja. 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 Wieso? Weil es männlich ist. Nein, Wieso? das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Also, man sagt ja, ein Mann, der Emotionen zeigt, ist erst ein Mann. Ich zeige meine Emotionen, ja, aber meine Tränen nicht. Was sind deine Emotionen? Wut? Nein. Allein nur schon mein Gesichtsausdruck. Okay, okay. So. Also schon Trauer, einfach die Tränen gehen nicht. So. Genau, Okay, okay. genau. Weil ich finde, wenn jemand wie ich brüllt, dann kann dem nur noch Gott helfen. Weil bei mir braucht es sehr viel, bis ich brülle. Okay. So, ich habe schlimme Sachen schon erlebt in meinem Leben. So, von Todesfall in der Familie bis zu einer verbitterten Mutter, die keine Zukunft in deinen Augen sieht. Bis zu einer Frau, die mit dem Blick sagt, ich habe Angst, dass du dir etwas machst und so. Okay, okay. So, wirklich, ich habe Heavy shit, ja. viel gesehen, wo einem emotional mitnimmt, weißt? Ja. Und Leute sagen mir auch, das kann glaube jeder von meinem engen Umkreis bezeugen und auch bestätigen. So, meine Blicke sind schlimmer als meine Wörter, wenn ich enttäuscht bin. So, ich rede mit einem Menschen nicht mehr, wenn ich irgendein Limit erreicht habe und ich sage, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Okay. So, man sieht es mir an, Ja. aber wenn ich Tränen vergüsse, dann kläre ich es, also dann tue ich es mit Gott therapieren. Okay. Dann hocke ich an und wirklich suche ich halt Hilfe bei Gott. Okay, okay. Aber du brüllst schon auch. Also Sehr du hast viel. dich öfter brüllen gesehen als dein Umfeld, so, oder? Das schon. Du kannst auch sagen, das Thema ist zu, Bruder, gell? Ich will dich zu nichts Nein. Also mich selber brüllen gesehen. Zu einer gewissen Phase täglich. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß, was du mir sagen willst. Okay. Aber es ist auch nicht lange her. Okay. Also auch schon seit ich den Candy Shop mache, Ja. es ist halt ein Druck da. Bro, verständlich. Es ist ein massiver Druck, den sich keiner vorstellen kann, der nicht in unserer Haut steckt. Ja, zu 1000%. Dann passiert es mal, dass du verbittert bis um 4 Uhr morgens auf dem Sofa hängst, weil dich schämst, ins Zimmer gehen. Ja. Und sobald du hörst, die Tür geht auf vom Schlafzimmer, papp, fliegst du auf den Balkon. Es ist eher so das Schämen, weißt du? Aber, Bro, wir können den Teil rausschneiden, wenn es zu emotional ist. Aber das nimmt mich Nein. gerade mega Wunder. Aber Nein. denkst du, dass deine Frau das nicht stemmen könnte? Verstehst du? Oder eben, du schämst dich, sagst du, aber denkst du, sie würde dich mit diesen Augen sehen, wo du vielleicht Angst hast, so gesehen zu werden? Nein. Eigentlich denke ich nicht, oder? Nein, weil meine Frau ist nicht jemand, wo das als Schwäche sieht. Ja. Und sie ist wirklich, glaube mit dem Javo zusammen so der Mensch, der mich versteht. Ja. So, Okay. sie weiß, was Sache ist. Sie sieht es mir ja auch an, dass sie brüllt haben zum Beispiel. Ja, sicher, das merkst du ja. Das Und merkst es würde sie, glaube mehr mitnehmen, wenn sie mich würde sehen während dem Brüllen, als wenn sie mir in die Augen schaut und sagt, Tamam, der war mit 1 Stunde Schlaf heute im Geschäft. Weißt du? So auch zum Schutz von ihr. du. Aber wäre das nicht vielleicht hilfreich dir gegenüber? Ich sage,
jetzt denkst du sicher, Kollege, der sagt jedes Mal das Gleiche. Aber ich kann das früher auch nicht können. Für mich war das früher schwach. Brüderlich ist schwach. Kollege, du bist ein Mann. Wird ein Mann, Alter. Was brüllst du da rum? Man hat es auch vielleicht uns so mitgegeben, bewusst oder unbewusst, ein bisschen mitgegeben. Der Mann, der Starke, er stemmt, er macht, er tut. Am Ende des Tages sind wir alles Menschen, Bro. Und ich glaube, dass wenn du das könntest bei deiner Frau, dass es dir deutlich besser gehen würde. Weil du bist so dann, ey, ich bin nicht allein, weißt? Ich sage dir ehrlich, ich brülle von meiner Frau. Wenn es etwas zum Brüllen gibt, ich sage dir zum Beispiel, wir sind weggegangen in die Ferien und sie hat dann gesagt, ey, wir fliegen nicht in die Türkei. Ich habe etwas anderes vor mit dir. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe viel Scheiß dort erlebt. Anderes Thema, ich erinnere mich bis zu meinem 10., 11. Lebensjahr an nichts mehr. An nichts. Und sie hat mir gesagt, ey, schau, sie hat mir so etwas in die Hand gegeben, find raus, ich bin dann drauf gekommen, gehen wir auf Deutschland. Und dann hat sie gesagt, ich will dich richtig kennenlernen. Woher kommen deine Traumas? Wer bist du wirklich? Was hat dich so geprägt, wieso du so bist? Und wir sind dann vor der Tür angekommen und ich dachte, es wird eine schöne Reise. Bro, sie hat jede Adresse, wo ich je gewohnt habe, jede Schule, jeden Freizeitpark, wo ich gesehen bin, aufgeschrieben von meiner Mutter. Und wir sind nicht angegangen. Ich habe kaputt Hühnerhaut. Und dann war ich dort und ich dachte, ich erinnere mich gar nicht. Und dann ist mir wie so ein Blitz in den Kopf hineingekommen. Ey, auf dieser Straße hat mein grosser Bruder mir Velofahren beigebracht. Und ich bin explodiert in Tränen, Bro. Wie ein Hund habe ich brüllt. Geschluchzt. Ich zittere jetzt, wenn ich darüber erzähle. Ich fange an zu zittern. Ich merk's. Und ich habe mich so aufgehoben gefühlt, Bro. Weil ich bin auch so der Mann. Ich laufe draussen und meine Frau schräg anschauen. Jetzt nicht so, ich fick jeden an, aber so die Rolle als Mann, wie wir es beide jetzt definieren, ich bin voll so. Verstehst du? Egal was, hat sie kalt, ich gebe ihr eine Jacke, muss etwas erledigt werden, ich mache das. So. Und sie hat mich so umarmt und ich habe mich so geliebt gefühlt. Und seit diesem Moment kann ich das viel mehr machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende mit ihr daheim brülle, weißt, und sage, ich bin so überfordert. Das ist nicht so der Style, Bruder. Aber eine Narbe, die deine Seele hat, glaube ich, abgesehen von deiner Mutter, kann das deine Frau mit dir bearbeiten. Weil, Bro, sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt, der Mensch zu sein, der beste Kollege von dir zu sein. Hayatos, du weißt. Und eben, ich möchte dich nicht zu irgendetwas drängen, aber es ist schwierig, so durchs Leben zu gehen, Brüder. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Wäre es einfach, dann wäre es nicht so ein Punkt, wo uns alle so berühren. Ja, eh. Verstehst du? Ja, eh. Aber es gibt halt gewisse Sachen, über die wollte ich auch nicht sie informieren. Dann bleibe ich halt das verschlossene Buch für sie bei gewissen Themen, weißt? Weil ich weiss, wie sie reagieren würde, wenn sie gewisse Sachen erfahren würde. Sie weiss, ich sage mal 80% von meinem Leben. Okay. Sie weiss, warum ich heute so bin. Sie weiss, was meine Absichten sind. Egal bei welchem Move. So wirklich, egal was ich mache, sie weiss, was meine Absicht dahinter ist. Ja. Aber die Details weiss sie nicht. Aber die muss sie auch nicht wissen. Ich sage nicht, zum Beispiel blöd gesagt jetzt, es ist jetzt nicht so, aber du hast jetzt Drogen verkauft. Sie muss das nicht wissen, aber sie muss vielleicht wissen, die Gefühle, wie es dir geht. Wenn du brüllst, nicht wieso brülle ich, sondern wie sieht es in mir aus? Was bringt mich zum Brüllen? Was für einen Schmerz habe ich in mir? Der zum Teilen, Bro, man sagt nicht umsonst, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist für mich ein Gamechanger. Wir müssen gar nicht ausdiskutieren, wenn nicht mehr. Du kannst einfach mal so sein lassen. Ich würde gerne mit dir, abgesehen mal die Kamera läuft, sitzen und einfach reden, Bruder. Einfach so. Ja, sitzen, Bruder. Einfach sitzen, Bruder. Was machst du reden? Einfach sitzen, Bruder. So, der Stil, weißt du? Aber meinst du nicht, dass, wenn jemand den Schmerz spürt, dass die schwarze Seele gegenüber auch abfärben kann? Nein. Meinst du nicht? Wenn du sie unkontrolliert loslässt, dann ja. Dann zu 100%. Aber wenn du sie teilhaben lässt an dem, dann glaube ich nicht. Wenn du, blöd gesagt,
den Beast rauslässt, sie gehen dies, das und so, dann klar, Bro, das ist nicht richtig, das müssen wir nicht machen. Aber ihr zum Verstehen gehen, wieso meine Seele schwarz geworden ist, das ist ein ganz anderer Punkt. Verstehst du? Meine Frau weiß auch nicht alles von meinem Leben. Meine Frau weiß auch nicht, was alles mir passiert ist. Aber sie weiß, was das für Gefühle in mir ausgelöst hat. Und wenn wir streiten und ich dann in die kindliche Rolle hineingehe, Kostüm, Konusschmür, Wand gezogen, beleidigt und so, weiß sie, woher das kommt und kann mich besser rausholen. Bro, ich habe einen Ring an. Ich bin 1 Jahr mit meiner Frau zusammen. Ich bin verlobt. Ich werde die Frau heiraten, ich werde mit dieser Frau ein Kind machen. Wieso? Weil sie mein inneres Kind heilt. Ich habe mich noch nie von einem Menschen, abgesehen von meiner Mutter, so geliebt gefühlt wie von ihr. Wirst du auch nie mehr. Will ich auch nicht mehr, will ich auch nie mehr. Nie mehr. Weil der Mensch kommt nur einmal. Der Mensch kommt einmal, wenn es verpasst ist es, weißt. Und wenn Leute mir sagen, ja Bruder, das ist 1 Jahr nicht zu früh, Bro, ich habe gute Menschen kennen. Ich habe eben, wie gesagt, lange auf der Psyche geschafft. Das ist nicht alles, aber wenn du es weißt, dann weißt du es. Ich bin auch nach 1 Jahr verlobt. Schon. Bro, wenn du es weißt, die Leute, Brüder, es ist nicht falsch, aber für mich ist es falsch. Du bist so lange zusammen, 7 Jahre, 8 Jahre, immer noch kein Ring. Bro, die Frau fühlt sich doch irgendwann verarscht, Mann. In dieser kurzlebigen Welt, wo wir sind. Verstehst du? Also ich sage jetzt etwas, was vielleicht falsch ist für die einen oder anderen. Egal. Dann wundere dich nicht, dass sie dich betrügt. Der nächste Trailer ist geschrieben. Die nächsten 100'000 Klicks sind geschrieben, Bruder. Dann wundere dich nicht, wenn es ein 1,90 kann, sie stößt hinter dem Rücken. Nein. Was nicht richtig ist. Richtig ist es auf jeden Fall nicht. Was total verwerflich ist. Ja, ich finde, jeder, der das macht, fluchen darf man, gell? Ja, ja. Jeder, der das macht, Mann, Frau, heutzutage sind sie ja halb Mann, halb Ja, Frau. ja, gibt's also ich auch. will die auch nicht beleidigen. Nein, ich gibt's, respektiere aber alle. gibt's auch, ja. Aber jeder, der das macht, zeigt einfach, dass er von Mutterkindern erzogen worden ist. Ganz Mic einfach. drop. Zitat Ende. Mehr nicht. Und auf das? Auf das, Bruder, weißt du, was machen wir? Kapatalım yeni bir şey çekelim. Nee. Kısa yapalım, Tamam. oder? Olur. Und dann können wir jede einen aus, wie der Barber gesagt hat. Tamam. Ich finde, wir haben in dieser Folge sehr viel beredet, was emotional ist, wo einem etwas mitgibt oder zum Nachdenken gibt. Und darum würden wir die Folge jetzt schließen und vielleicht in der nächsten Woche wieder euer Handy versuchen. Und eure For You-Page auf jeden Fall. Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Peace up. Jetzt redet mir.